Schönen guten Abend, heute gibt es wieder eine Folge Viva la Movilusion Podcast und dieses Mal sprechen wir über den neuen Streifen von Marcel Walz und zwar Blind oder bei uns in Deutschland heißt er Blind. Ziemlich verwirrende Titel, die beiden, wenn man es vergleicht. Mit dabei ist der Corby und der Michael. Hola. Servus. Schön, dass du da seid, gefreut uns. Wer ist uns? Ja, wahrscheinlich auch den Typen, der uns einen Stern bei Apple gegeben hat. Der Mann, der Hurenbock. Wisst ihr eigentlich, wie demotivierend das ist? Also wenn das wirklich deine Absicht war, du Mensch, der einen Stern da abgegeben hat, du hast es geschafft. Hast es wieder mal geschafft. Also, du brauchst dich nicht wundern, wenn die Folge heute ultimativ langweilig wird, weil wir mir komplett demotiviert sind, aber komplett. Das ist halt jetzt ein Aufruf für alle anderen, denen, wo das Ganze gefällt, traut euch und haut uns eine gute Rezession aus. Die darf uns wieder so richtig motivieren. Ich sehe schon einen Sterneregen. Oh Gott. Ich mach trotzdem weiter, egal, auch wenn uns keiner mag. Ja, wir bleiben standhaft. Wir sind so der Fels in eurer Brandung. Extra für die 3 Leute, die uns gern hören. Also ich mach dann weiter, wenn sie mir weiterhin da Geld gibt. Das ist alles gut. Was, du kriegst Geld? Anerkennung, Geld. Was? Nein, ich hab gesagt, ich gebe mit den Frauen zufrieden, die auf meine geile Stimme hereinfallen. Und? Wie viel sind das? Na, der wird's nicht sagen, weil meine Freundin ab und zu mithört. Aber nur Aber ab und zu. Ich glaube, die war so wahrscheinlich, die uns da einen Stern gegeben hat, die Nudel. Was das letzte Mal wieder recht aufgeregt hat, es geheißen, dem Penner. Ja, genau. Da war wieder ein Rückhand zu viel daheim. Ich glaube, das ist so, wenn du heimkommst und du bist einfach richtig schlecht drauf, weißt du, der ganze Tag war einfach mies und dann hörst du nur den Podcast und dann denkst du, ich gebe es jetzt. Bei euch habe ich die Macht. Genau. Ja. Ist bayerischen Saudeppen. So wird es sein, ist Großkopferten Hans Wursten. So, jetzt haben wir aber genug gelästert über das, dass wir eigentlich voll geil sind, aber das manche nicht verstehen. Gehen wir mal gehen wir nicht zurück, sondern fangen wir erst mal an, dass wir über den Film reden, den wir uns angeschaut haben. Und zwar, der Marcel war ja so nett und hat uns einen Screener zukommen lassen für sein neues Werk Blind. Und der Mike ist jetzt mal so nett, dass er euch erzählt, um was in dem Film überhaupt geht. Alles klar. Das war jetzt sehr überraschend, aber ich tue mein Bestes. Bei Blind geht's um ein Model, das blind wird. Wie sie dann ihr Leben verändert und wie sie sich verändert auf das zeigt uns der Film. Aber wir haben ja, abgesehen von der dramatischen, melodramatischen Komponente, haben wir noch Slasher-Elemente mit dabei. Also wir haben noch einen Killer, der geht um und dezimiert die Protagonisten des Films. Und wie das Ganze dann zusammenhängt, zeigt uns der Verlauf des Films. Super, Mike, hast du das erklärt. Ich freue mich richtig, dass ich dich an Bord habe. Yeah. Und damit der Corby nicht gerade umeinander kichert, sondern auch was zum Sagen hat, darf er uns jetzt mal erzählen, wie hat er da den gefallen, der Blind? Sprich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, also Blind mit Sarah French, das ist nämlich die Hauptdarstellerin, die spielt die Faye Dane, das ist die Schauspielerin. Was denn jetzt gar nicht Salem? Nein, die heißt Sarah French. Okay. Weil das steht so auf der IMDb und IMDb lügt nie. Und außerdem stand es, glaube ich, sogar im also da am Anfang, wo die Credits kämen und zum Schluss, wo die anderen Credits kämen. Ja, mir hat er mal gefallen. Sagen wir mal, diese Idee ist sehr originell und finde ich eigentlich für das, dass man sagt, die ist ja hauptsächlich wirklich nur in ihrer Wohnung drin, ein ziemlich cooles Element. Weil der Mike hat es ja vorhin schon angedeutet, da gibt's ja einen Bösewicht, sagen wir jetzt mal, der ihr dann immer wieder auflauert, der einfach in ihrem Keller, glaube ich, wohnt. Und der hat ein ziemlich geiles Merkmal, was ich finde, also ein bisschen vielleicht eine Kultfigur werden kann. Und zwar, das ist eine Maske, die er trägt und schaut damit irgendwie aus wie, ja, Puppe. Wird, glaube ich, auch Pretty Boy genannt. Also zumindest stand es, glaube ich, bei den Credits oder so. Ja, so ist sein Name. So ist sein Name. So steht es geschrieben, so war es geschehen. Sagen wir mal, für das, dass man am Anfang wirklich nicht
gleich checkt, was eigentlich los ist, also sagen wir mal, warum das jetzt Horrorfilm ist, macht es am Anfang so mehr den Eindruck, als wenn es einfach voll das Drama war. Sie hat halt aus irgendwelchen Gründen ihr Augenlicht verloren und muss halt damit aktuell klarkommen und ist halt da sehr traurig, weil sie war halt früher Schauspielerin und dadurch, dass sie praktisch, glaube ich, einen Unfall gehabt hat, kann sie halt jetzt nicht mehr sehen und kann dadurch auch nicht mehr schauspielern. Verpfuschte Augen-OP was. Also eine verpfuschte Augen-OP. Sie. Aber die hat doch hübsche Augen gehabt. Ja, sie hat nur die normalen gehabt, die mit dem Unfall war, die andere in dem Meeting war das, die es verzeiht von dem Unfall. Sie selber verzeiht das am Ende, dass sie verpfuschte Augen-OP meine war. Ach so. Also ich muss dazu natürlich fairerweise sagen, wir haben den Screener auf Englisch gesehen. Ich weiß nicht, ob Blind oder auch Blind in Deutschland noch rauskommt. Also das heißt, wahrscheinlich viele Dialoge würden sie dann von allein erklären, wenn ich es einfach mal auf Deutsch sehe. Und ich möchte kurz anmerken. Deswegen sagt der Mike ja auch, das ist ein Model. Okay. Und ich möchte nur kurz anmerken, der Corby weiß nicht, ob der Film nur in Deutschland erscheint, obwohl wir heute beieinander sitzen und die Folge aufnehmen, weil der Film nächste Woche in Deutschland erscheint. Ja, so ein Glück. Du gesucht uns Lob, du. So ein Glück. Ja, leid, wenn du dann den Podcast hörst, dann seid ihr schon mal richtig eingestimmt auf den Film. Ja, voll. Am 4. Dezember kommt er raus, das nehmen wir jetzt gleich mal vorweg. Am 4. Dezember ist Deutschland released zu Marcel Walz Blind bei uns. Ich glaube, kommt im Mediabook sogar, oder, Mike? Wisst ihr jetzt nichts? Also ich habe jetzt nur Amarace gelistet gesehen. Also das darf mich jetzt überraschen. Das ist mich überrascht eher, dass nichts im Mediabook kommt. Das stimmt. Aber das ist wahrscheinlich als Repack dann. Das kann man vorstellen. Das könnte man dann auch vorstellen. Mit 8 Cover. Unbedingt 8 verschiedene Cover. Jetzt Mediabook 45 € dann bitte, weil sie ja wahrscheinlich auch noch notiert sind. Oh Gott. Ja, und dann hoffentlich gleich noch passende Actionfiguren mit dem Pretty Boy. Da gibt's tatsächlich schon welche, was ich gesehen habe. Der Mike, sag ich schon, der Marcel hat mal was geteilt von der Pretty Boy Actionfigur. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgend so ein Custom-Made war oder ob das ein offizieller Merch war. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich habe mal was gesehen von der Figur, die er gepostet hat. Wahrscheinlich ist es einfach nur irgendeine Barbie-Puppen, also so eine männliche. Ja, aber Kani, du Corby. fragst uns ja die ganze Zeit, wie uns der Film gefällt. Jetzt sag doch einmal du, wie oft hast du während Blind wegschauen müssen, weil du praktisch mit ihr mitfühlen wolltest? Ich habe leider gar nicht wegschauen müssen, hätte aber gern ein bisschen mehr weggeschaut, und zwar bei den Kill-Szenen, da muss ich sagen, die hätte ich gern gesehen, da hätte ich gern draufhalten dürfen. Aber das kleine Aber hinten nachher ist, wir kriegen die wahrscheinlich dann in Teil 2 zu sehen, der auch schon abgedreht ist von Marcel und der dann ordentlich in die Slasher-Richtung geht. Und in dem Fall ist es wichtig zu wissen, das, was du schon gesagt hast, dass der Film Drama, eigentlich eher so mehr Drama sogar als Horror ist, da die sagen. Weil wenn du nämlich an einen Marcel Walz-Film rangehst, den Blind, siehst das Cover mit dem Pretty Boy oder ein bisschen Blutspritzer und was weiß ich drauf, dann denkst du, wow, cool, das wird jetzt sicher so ein kleiner fieser Slasher. Und du kriegst aber erst einmal ein Drama serviert und die Kills passieren hauptsächlich im Off, ohne viel Gemansche und ohne viel Blut, dann bist du sicherlich erst einmal enttäuscht davon. Mir hat der Marcel eben gesagt, als er mir den geschickt hat, ich soll das beachten, dass es ein Drama ist und kein reiner Horrorfilm. Das hilft schon mir, dass man sich richtig drauf einstellt, weil eben, ich glaube, der Film dauert 1:25 und die erste Stunde ist eigentlich fast nur Drama. Es geht darum, wie die Faye das versucht zu verarbeiten, dass er jetzt ihr Augenlicht verloren hat, und zwischendrin sechst du halt immer wieder mal einen Pretty Boy in seiner coolen Bude, die er sich unten im Keller eingerichtet hat, die finde ich ziemlich stylisch. Dann verrammt er wieder mal eine zwischendrin, das sagt man aber eben nicht gescheit. Dann sechst du wieder, wie sie mit sich selber kämpft und mit dem Verlust von ihrem Augenlicht, bis dann erst am Ende, so zum Finale hin, das mehr in so einer Home Invasion, aber auch nicht so, wie man es jetzt vermutet, so richtig krass mit der Vorlauf und so, sondern das ist ganz anders, als man es erwartet, aber die letzten 20 Minuten hätte ich dann erst wirklich als Horror bezeichnen. Ja, also sagen wir, glaube ich, ab der Hälfte vom Film kommt er schon öfter vor, und also er ist ja deswegen so gruselig, weil er halt ununterbrochen in dieser Wohnung schleicht und sie halt das dann dadurch einfach null mitkriegt, dass er die ganze Zeit sie entweder beobachtet oder halt dann auch irgendwelche Leute einfach killt, die halt dann da ums Haus schleichen oder was weiß ich, weil einer ist zum Beispiel dabei, der merkte dann, cool, das ist ja die Schauspielerin und die ist ja voll scharf, und dann lauert er ihr auf, aber dann kommt der Pretty Boy und
Sorgt dafür, dass da Ruhe ist. Genau, der scheiß Mongo-Lieferant. Was ist denn eigentlich mit ihm? Das ist meiner Meinung nach die beste Szene vom Film, muss ich sagen. Also das war eine richtig coole Suspense-Einlage, weil der Zuschauer weiß, was los ist. Man sieht sie dann auch eine Zeit lang nicht, wenn er da versucht, ins Haus reinzukommen. Und ja, da hat mir der Film dann richtig bei der Eier gehabt. Das war ganz stark inszeniert. Ja, hat mir auch gut gefallen. Und in dem Fall ist er auch wieder mal so richtig schöne Genugtuung, weil das halt so ein Hurensohn ist, dieser Lieferant. Was ist denn eigentlich mit ihm? Ja. Da hat er noch versucht, die arme blinde Dame da heimlich zum Filmen und was weiß ich. Gut gemacht, Pretty Boy, gut gemacht. Naja, es ist ein Schnüffler. Ein Mistsau ist er, ein Mistsau. Was ich ziemlich gut fand, das sind die Giallo-Elemente. So die schwarzen Handschuhe, die wo man teilweise sieht, oder also die Zwischensequenzen, die verspulten, die erinnern teilweise an Profondo Rosso. Die Ausleuchtung dann vom Keller und so Geschichten. Also ich fand das ziemlich cool, ziemlich stylisch, das Ganze. Ja, da bin ich deiner Meinung. Was auch ziemlich cool war, finde ich, der Score. Den fand ich auch sehr cool teilweise. Ja, weil es alles so in die 80er-Richtung geht, gell? Ja. Und es ist nicht so Stranger Things 80er-mäßig, sondern es vermittelt einfach nur ein bisschen dieses 80er-Feeling, weil man hat da das Sprechgerät und man hat Smartphones, man weiß halt eindeutig, man ist in der Gegenwart, aber es vermittelt einfach ein bisschen so das 80er-Feeling und dieses leichte Cello-Feeling, das du gesagt hast. Ja. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass der Film von Marcel ist, hätte ich gesagt, der ist von einer Frau. Jetzt rein vom Ganzen her, der hat jetzt ganz so sinnliche Zeitlupen und die Tanzeinlagen, alles ist sehr sinnlich und ja, wie soll ich sagen, die Bewegungen sehr anmutig. Also wie gesagt, ich hätte jetzt rein vom Schauen her, hätte ich das Gefühl gehabt, dass der von einer Frau ist. Ja, was kicherst du jetzt da? Ja, weil ich kichert ja ein bisschen. Naja, aber sagen wir mal, irgendwie hast du recht und irgendwie da die da sagen, naja, warum soll ein Mann nicht also für so einen Film machen können? Na, ist schon klar. Ich kann Kinder auf jeden Fall. Was ich ziemlich gut fand, dazu waren die schauspielerischen Leistungen von die Blinden. Also ich hab denen das abgekauft, dass blind sind. Also so wie die das geschauspielert haben, den letzten, dem wo ich sehr begeistert zugeschaut habe, dass er blind ist der Daredevil. Der Murdoch, der hat das auch sehr geil gemacht und jetzt die Schauspieler in dem Film auch. Allen voran die Caroline Williams, die sehe ich eigentlich von Haus aus immer gern. Die kennt der Horrorfreak aus Texas Chainsaw Massacre Teil 2. Da spielt die Stretch, die Radiomoderatorin, und ich sag die Caroline Williams eigentlich immer gern. Die mag ich. Und da freue ich mich jetzt mal wieder. Die hat auch in Bloodfeast von Marcel mitgespielt. Und man kann da auch davon reden, dass die eigentlich so zu seine Stammschauspielerinnen zählen könnte oder wird. Weil die zwei passen recht gut zusammen, muss ich sagen. Da kannst du recht haben. Kann die? Das Recht, das sprich ich dazu, ja. Das sollst du haben. Okay. Na, gut, schön gesagt, Michael. Ah, okay. Aber ich hab ein Ding noch nicht gesehen an Bloodfeast, weil der ist einmal bis dato nur als, ich glaube in dem Fall, der ist mir wirklich nur als Mediabook veröffentlicht worden bei uns. Ja. Und ja, ich hätte halt einfach mal gerne Amaray, weil man nicht jeden Film für 35, 40 Euro im Mediabook sofort kaufen muss, sondern halt vielleicht erst mal den Film sehen, wo mich in der normalen Hülle für einen 15er, das ist ja okay. Und dann kaufe ich mir sowieso noch das Mediabook dazu, wenn ich ihn geil finde. Aber von Haus aus immer nur Mediabooks herscheißen, geht mir auf die Nerven, Herz auf damit. Ja. Vor allem, da das auch novatiert ist und dann haben wir eben wieder bei die 40 Euro. Ich muss halt dem Bloodfeast da jetzt auch noch zugute halten im Vergleich zu dem Film jetzt, weil er halt eben voll drauf halt. Also ich kenne ja die alten Filme von Marcel A., eben die La Petite Mort, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, La Petite Mort Teil 1 und 2 oder eben der Bloodfeast oder Schlaraffenhaus. Da war ja der Marcel eher in Torture-Porn gefilden unterwegs. Also er ist jetzt in dem Film, steuert er jetzt direkt gegen. Also er versucht mehr auf die Charaktere zu setzen und auf die Story, als wir aufs reine Gematsche. Wobei man ja bei La Petite Mort 2 Nasty Tapes ist ja die Story zum Beispiel komplett seitlich runtergefallen vom Schneidetisch. Das waren ja nur Aneinanderreihungen von Folterszenen. Und der Film kommt mir jetzt vor wie eine Erwachsenwerdung von Marcel. Also er versucht jetzt mehr auf Story zu setzen im Vergleich zu seinen alten Filmen. Ja, genau, weil die alten Dinger, die haben wir glaube ich sogar ein paar miteinander geschaut, wir zwar damals. Genau. Und genau deswegen ist ja der Hinweis in dem Fall also wichtig, dass man sich diesmal auf was komplett Neues von Marcel einstellen muss. Ich habe zwar einen Rootwood zum Beispiel noch nicht gesehen, der glaube ich ist auch schon wesentlich reifer. Also reif jetzt nicht als Negativ- oder Positivwertung,
aber eben mit dem Versuch jetzt wirklich eine Geschichte zu erzählen, wie der Mike schon gesagt hat, Figuren zu beleuchten und nicht gerade draufhalten, wenn Leute mit dem Hammer oder Scheller gehauen wird. Wobei das halt natürlich auch gern sehe. Ich hätte gerne eine Kombi gesehen, Marcel, mach beides. Aber deswegen freue ich mich umso mehr auf Blind 2, weil dann soll es ein reinrassiger Slasher werden, bei dem ordentlich Kasala angesagt ist. Du hast ja noch gar nichts vor ihm gesehen, oder Corby? Du warst mit Blind, bist du ja praktisch von Marcel in Jungfurt worden. Ja, richtig. Ich bin ein bisschen überrascht, wenn sie sagt, er hat davor Torture Porn gemacht. Bei Blind hat er sich dann aber wirklich sehr stark zurückgehalten. Für mich ist das halt mehr so ein Horrorfilm, wo ich mir denke, ich glaube, wenn man jetzt das Ganze kürzen darf, gerade den ganzen Anfang, also wo es ja mehr dramamäßig ist, und er hat ja ein paar Längen, wenn es dann darum geht, dass sie halt dann durchs Haus geht und er schleicht halt dann so langsam hinterher. Ich glaube, das könnte man dann alles nur auf den ganzen Horror-Part irgendwie reduzieren. Also für mich hat man am Anfang gar keine Erklärung, dass sie da in dieser Gruppe nur mit dabei ist und ihr Augenlicht verloren hat, sondern ich glaube, da schon dieses Horror-Element, dass sie sagt, okay, sie ist blind, sie ist in dem Haus und geht umeinander und ihr schleicht halt so ein gruseliger Typ hinterher mit einer Maske. Boah. Vor allem, ich glaube, gerade so die Szenen zum Schluss, also hätte auf jeden Fall Potenzial für so einen Horror-Kurzfilm. Aber ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, um gefällt die Geschichte und ich will das ausgebaut haben, dann ist der Blind auf jeden Fall auch verstehens zum Einkommen, wenn du jetzt sagst, okay, ich mag's am Anfang vielleicht jetzt nicht gleich voll drauf, sondern erstmal ein bisschen ruhiger und möchte halt die Charaktere kennenlernen, ist das bestimmt ganz cool. Wo ist nicht voll drauf? Immer voll drauf. Mich da ordentliches Gematsche, Marcel, hier. Gas. Was er auf alle Fälle gemacht hat, finde ich sehr geil, weil mit dem Pretty Boy hat er eine richtig ikonische Fresse, also Maske, sage ich jetzt mal, erfunden. Und das war eins von den ersten Sachen, als ich die ersten Beutel dazu gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, der Typ ist, also ich finde das Design so geil, das ist einfach so creepy, die Fresse, der starre Blick von der Maske, die Perücken dazu. Und da habe ich mir sofort gedacht, das ist absolut geiler Maskenmörder wieder mal. Also ich finde nämlich, man hat schon lange keinen richtig coolen richtig cooles Design, das im Kopf bleibt, so ein Maskenmörder mehr gehabt. Das stimmt. Beziehungsweise fällt mir jetzt auf Anhieb kein markanter Maskenkiller ein aus den letzten 5 bis 10 Jahren. Außer der Behind the Mask vielleicht. Ich weiß nicht, wie alt das der ist. Oder Babyface aus The Hills Run Red. Aber die kannten auch schon über 10 Jahre jetzt sein. Aber so in der nahen Vergangenheit, glaube ich, ist nichts Vergleichbares rausgekommen als die zwei genannten, oder? Ach, das müsstet jetzt gar nicht auswendig. Aber ich gebe dir da recht, also maskierte Killer, die wo jetzt jenseits von irgendeinem Slasher-Franchise existieren, sind momentan eher Mangelware. Weil zum Beispiel bei Hatchet oder was, der Victor Crowley hat ja auch keine Maske aufgehabt. Ja. Von Haus aus da die Hackfresse zum Beispiel, das war ja auch schon gelangt. Aber wie gesagt, maskierte Killer, die wo recht inspiriert ausschauen, immer gern her damit. Genau, und damit hat er bei Blind eine richtig coole Figur erschaffen, bei der eben hofft, dass es dann im zweiten Teil in die richtige Slasher-Richtung geht, in der es richtig abgeht. Und dann bin ich jederzeit offen für ein kleines Franchise mit ein paar mehr Teile und ein paar mehr coole Slasher-Kills wieder mal. Ist nicht, oder wie? Jo, auf jeden Fall. Ja, ruhig einmal ein paar sehende Menschen verfolgen. Ja, nicht immer die arme Blinde, die aber die ganze Zeit leid da, weil sie echt so eine Liebe ist und dann geht's ihr schon so schlecht und dann haust nur der komische Asi die ganze Zeit umeinander. Was ist eigentlich mit euch? Das stimmt. Ich habe beim Schauen ein paar Mal an den Film Still oder Hush von Mike Flanagan denken müssen. Ja. Da ist ja ähnlich. Gott, die Frau ist in dem Fall nicht blind, sondern taubstumm. Aber die Prämisse ist halt auch, eine behinderte Frau wird von einem Psychopathen gehome-invaded. Gut, in dem Fall bei Blind kommt es erst mit nach der Zeit raus, aber bei Still weiß man es im Endeffekt gleich von Haus aus. Aber mir hat Still jetzt auch ein wenig besser gefallen. Aber ja, kann man lassen. Absolut, was sehr cool war, fand ich ja das Intro, das zuerst in Blindenschrift einblendet wird und dann erst die normale Schrift reinkommt. Das fand ich auch noch so einen coolen kleinen Kniff, der die ganze Atmosphäre mit unterstreicht von dem Film. Die für mich allgemein, also wirklich nur so melancholisch und
durchgehend traurig eigentlich war, bis zum Ende dann hin, wo es eigentlich meinst, jetzt schützt sie da ihr Herz aus und so. Und dabei ist halt wieder nichts Gescheites am Ende. Man hat eigentlich durchgehend so eine richtig depressive Stimmung, der Film. Das stimmt. Ich mag ja von Haus aus auch gerne. Echt, das ist wirklich eine ganz tolle Eigenschaft für den Film, ja. Ja, wenn er die Atmosphäre haben wollte, dann ist es zu 100% das Ziel erreicht. Und nicht jeder Film möchte eine spaßige Atmosphäre schaffen, sondern manche Filme wollen ja eben dramatisch, melancholisch, depressiv, lustig, blutig, was weiß ich sei. Und wenn das sein Ziel war, diese Stimmung zu erzeugen, dann hat er das bei mir auf alle Fälle erreicht. Ja, eine gruselige Stimmung auf jeden Fall. Was zum Fürchten, aber doch nicht, wo man am Ende total depressiv ist. Nein, ich habe ja gesagt, melancholisch und traurig eigentlich die ganze Zeit, wenn man der Dame zuschaut, wie sie damit kämpft, das zu verarbeiten. Hast du depressiv gesagt. Ganz eindeutig hast du depressiv gesagt. Ja, bei der Auflistung, welche Stimmungen das Film erzeugen wollen. Ich habe nur von dir gehört, blind ist gleich Depri. Das nächste spürst du was von mir bei der eine von 12 hau. Nie nicht. Aber hallo. Mike, sag auch mal was. Was soll ich sagen? Der ärgert mich die ganze Zeit. Gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt genug über diesen Blind von Marcel geredet und gehen wir wieder auf unser allseits beliebtes Beziehungsspiel über und sagen wir uns mal gegenseitig, was wir an dem Film toll und nicht so toll gefunden haben. Mike, hau mal aus. Was sind deine Tops und Flops von Blind? Also ganz toll fand ich die Giallo-Elemente. Also ich finde es immer cool, wenn man in einem modernen Film die Referenzen an Filme aus die 70er und 80er Jahren drin hat. Da bin ich immer total begeistert. Oder wenn man dann auch gespannt, was für eine Handschrift da gerade Tribut gezollt wird, wo man dann sagt, das kann von Mario Bava ein bisschen sein, die Stimmung kann ein wenig Argento sein. Finde ich ziemlich cool. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, war der recht hohe Drama-Anteil oder fast schon Melodrama-Anteil. Das haben wir fast ein bisschen zu, kitschig, schmalzig, sage ich jetzt einmal. Aber, das muss man jetzt, wie gesagt, auf die Sicht, dass der Film die Art Thema bedient, mit dem muss man fast auskommen, aber es war mir auf die Laufzeit doch ein bisschen zu viel Drama. Der nächste bitte. Alles klar, dann darf der Corby als nächstes. Los, Corbian. Ja, an Blind hat mir ganz gut gefallen, vor allem die zweite Hälfte, wo es halt dann teilweise sehr horrormäßig wird, also diese ganzen Szenen, wo du halt dann merkst, okay, sie macht gerade was, wo er im Hintergrund entweder hinterher schleicht oder gerade das, was mir im Kopf geblieben ist, jetzt nicht nur, weil es nackt war, sondern einfach nur, weil die Szene ja wirklich gruselig war, wo sie da duschen war und er ihr da praktisch mehr oder weniger von Raum zu Raum folgt und sie das halt einfach, nicht richtig realisiert. Das fand ich echt cool, weil, sagen wir mal, wie schon vorhin auch erwähnt, das hat für mich direkt den Horrorcharakter. Was mir nicht so gefällt, es gibt einen Charakter, der ist stumm und der hat so einen Computer und damit kann er ja seine Sätze halt eintippen und dann abspulen. Und der kann so dermaßen schnell Sätze bilden mit nur 2 Fingertippern. Also der kann Sätze raus und der kann schneller antworten wie ich. Für das, dass er einfach nur schnell Bip Bip macht und dann auf einmal hat er 4, 5 Sätze aus. Und das hat mich, also entweder, ich lasse mich natürlich eines Besseren belehren, es gibt solche Computer, die das wirklich kennen, dann darf mich aber interessieren, wie macht der denn das? Oder es ist ein Hellseher und weiß von Haus aus schon, was er mal sagen möchte und hat lauter vorgefertigte Sätze schon drin. Aber also jedes Mal, wenn der also gesprochen in Anführungsstrichen hat, ist mir das einfach, wenn man gedacht, jetzt schau dir so, der tippt da zweimal drauf und auf einmal haut der da 4, 5 Sätze raus. Wahnsinn. Ja, mei, vielleicht. Ich hätte sogar, weil das hast du mir ja vorher schon gesagt, ich hätte sogar mal gegoogelt, wie solche Dinge funktionieren. Ich habe da aber auch eigentlich nur Sachen gefunden, wo man wirklich so auf Laptops das eigentlich schreibt und dann wird das vorgelesen von der Computerstimme und dass es ein Programm gibt, mit dem man seine eigene Stimme dann vorne auch speichern kann, falls man die mal verliert und so Mist. Aber wie das dann mit 2 Fingertipper funktioniert, das habe ich auch nicht rausgefunden. Ich das ja verstehe, wenn er einfach weiter tippt, also weißt du, es spult schon ab und er tippt weiter und denke ich mir, okay, ja, vielleicht hat er halt da wirklich so Alltagswörter drin und er muss nur so nur drauf tippen, aber das ist echt cool. Tipp, tipp. Genau, tipp, tipp und dann hat der Ringe vorgelesen. Ja, aber vielleicht kann er es halt, ja, die flinke Finger. Ja, anscheinend.
Vielleicht war die Fate dann deswegen auf ihn verliebt wegen die flinken Finger. Ah, die hat's noch nicht angelangen dürfen, gell? So, Conny, wie schaut's aus? Was sagst du? Was ist herausragend an Blind und was ist nur ein bisschen verbesserungswürdig? Also herausragend ist für mich eben dieser Killer, der Pretty Boy. Ich finde den richtig, richtig geil und freue mich schon ultimativ auf Fortsetzungen und hoffentlich auch mehrere Fortsetzungen, die dann so richtig mein Gore-Herz zum Rasen bringen, weil es nur noch umeinander spritzt und rummanscht und der Typ sich da durch lästige Teens schnetzelt. Also Marcel, hör mein Bitten und mein Flehen, ich will, dass der Fernseher tropft vor lauter Blut. Was mir nicht so gefällt, ist ein bestimmtes Ding, das fand ich nämlich einfach gemein. Und zwar der flinke Finger-Luke, von dem du jetzt schon geredet hast. Die ganzen Filme möchte er die voll gern einfach mal zusammenhauen, wird der Feits Holzkistel und kaum, da sie sich zusammenhauen lassen, wird der Feits Holzkistel, wird eher vom Pretty Boy wie der Feits Holzkistel zusammengehauen. Was soll denn das? Hättest du mal wenigstens nur den einen Schuss lassen oder einen Kuss oder zumindest das Liebesgeständnis miterleben. Das ist saugemein gewesen von dir. Du bist ein schlechter Mensch. Das hat mich aufgeregt. Das ist rude. Also an dem Drama, wo du vorhin gesagt hast, der ist hauptsächlich depressiv, macht dir das unglücklich, dass die einzige Liebesszene nicht zustande Er ist hauptsächlich melancholisch, habe ich gesagt. Achso. Du vertraust mir schon wieder meine Worte. Genau erinnern. Ja, ich fand das war einfach ultra gemein, das hat mich aufgeregt. Ich hätte ihm sein Glück so verkund, oder eher ein Glück, weil sie jetzt ja dann auch wollen. Jetzt bin ich wieder depressiv, danke. Jetzt hast du es gesagt. Ah, verdammt, jetzt kannst du es hinschneiden, wie du es brauchst, geh du Ratte. Aber damit ich nicht länger depressiv bleibe, jetzt sage ich es nochmal, damit du noch mehr Material zum Schneiden hast, damit ich nicht länger depressiv bleibe, schwenken wir um zu unserem Triple Threat. Und zwar, Mike, gibt's bei dem Film Titten? Nein, leider nicht. Doch. Lüge. Nein, das ist verdeckt. Also Nippel habe ich keinen gesehen. Nein, Lüge. Doch, da kommt ein Nippel kommt vor. Aber hallo, Nippelblitzer. Ja. Bei 1 Stunde 23 eine Stunde. Ich sag's euch, 1 Stunde, 23 Minuten und 30 Sekunden legt sich die gute Fee noch hinten und da blitzt der rechte Nippel raus. Okay, ja, das stimmt, da gebe ich ihm recht. Dann habe ich vielleicht in dem Moment gerade Steve ins Chips-Tütterlein geschaut. Ja, da schaust du öfter Steve, so wie du ausschaust. Wow. Dann weiter zu Mike, zum Corby. Gibt's tote Tiere? Nein. Und nochmal zu Mike, vielleicht oder diesmal aufpasst, gibt's Trompetenentblößte? Habe ich nichts gesehen. Es sei denn, ich hätte wieder ins Chips-Tütterlein geschaut. Nein, ausnahmsweise auf das kein Scheißdreck. Ah, passt. Okay, Leute, dann sage ich wieder mal Danke in die Runde. Das haben wir viel Spaß gehabt. Und für euch da draußen nur mal der freundliche Hinweis. Dieser Film beinhaltet keine reine Horrorkost, sondern viel, viel Drama mit Horrorelementen und dem Lichtblick auf einen richtig, richtig coolen Slasher oder Protagonisten, keine Ahnung, wie man es nicht. Und hab ich gedacht, du sagst dann einen richtig guten Lichtblick auf Ohrnippel. Stimmt, und auf den Nippel aber auch noch, genau. Auf leider nur Ohren, aber man sagt ihn auf alle Fälle. Haltet die Augen offen. Markiert euch 1 Stunde 23 Minuten 30 Sekunden. Ich habe extra geschaut. Am 4.12. kommt er raus zum Kaufen und soweit wir das jetzt gerade rausgefunden haben, was ist mit ihm? Jetzt hat er nachgeschaut. Er hat sich das notiert und dann nachgeschaut. Je mehr, dass die Leute wissen, wann sie aufpassen müssen. Ja, richtig. Hast du recht. Auf alle Fälle, am 4.12. kommt das Ding zum Kaufen und soweit wir es momentan rausgefunden haben, in normale Armor-Rays auf DVD und Blu-ray und sind sehr verwundert darüber, dass wir nicht mit Special Editions und Mediabooks zugeschissen werden. Ich bin aber dankbar, mehr dankbar als verwundert. Ansonsten sagen wir wieder Danke fürs Zuhören. Lieber Marcel, danke für einen neuen coolen Killer. Ich hoffe, wie gesagt, auf mehrere davon. Und ihr hört auf, dass es uns 1-Stern-Bewertungen gibt, weil sonst müssen wir euch Rückhände geben. Und ansonsten liked uns, teilt uns und hört endlich auf mit 1-Sterne-Bewertungen. Ich hol's nicht aus. Das zerstört mein Ego. Ja, 5 Sterne. Was drunter gibt's nicht. Wir haben eigentlich schon 1000-mal gesagt, wenn ihr was schlecht bewerten wollt, nehmt einen anderen Podcast, aber nicht unseren. Ja, dafür ist Deep Red Radio da, was? Nicht mir. Entschuldigung, Deep Red, ich hab mich verschmerzt, ich hab bei anderen gemeint. Aber wie gesagt, Herz auf damit, bitte. Ansonsten
hoffen wir, dass ihr bald wieder zurück seid beim Corby, dein Einsatz. Beim besten Podcast der Welt. Macht es gut. Servus.